Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder der Chris. Heute mal mit einem etwas anderen Tipps und Tricks Video. Und zwar ist es jetzt gerade relativ schnell gegangen, aber in den ersten Sekunden hat er im Theatermodus-Menü gesehen, dass man eigentlich so ein bisschen die Highlights von einem Gameplay oder von einem Video von Black Ops 2 selber kann auswählen. Und ihr seht hier, kann man noch ein paar Einstellungen treffen. Momentan sage ich eigentlich, dass das Game 22 Highlights aus dem Spiel selber so auswählen soll. Und die Highlights sind zum Teil nicht ganz so nachvollziehbar, aber auf jeden Fall macht es eigentlich noch ganz einen guten Job. Und jetzt ist es eigentlich folgendermaßen: Jetzt läuft das Game mit normaler Geschwindigkeit, dann tut es auf Highspeed 6-fache Geschwindigkeit schalten, läuft wieder auf normaler Geschwindigkeit und immer dann, wenn es auf normaler Geschwindigkeit läuft, macht es im Hintergrund einen Clip. Und das wird dann zu diesen 22 zusammengefügt. Das frühere Spulen sieht man dann beim Resultat, ich sage jetzt mal leider nicht mehr. Aber wir uns schnell anschauen, wie das läuft. Eben, das Game macht das alles selber, zu spulen und so. Ich bin hier wirklich nur am Zuschauen. Und am Anfang läuft das eigentlich noch ganz gäbig. Und jetzt muss er, glaube ich, schon gleich mal ein bisschen anfangen buffern hier. Und ja, zuerst überlegt, eigentlich kann ich hier mein Elgato laufen, was ich natürlich auch mache, um dann so ein bisschen das Highlight auch zu zeigen. Aber das Problem ist halt, das mit dem Buffer ist wirklich ein Problem. Es wird dann relativ lang dauern, bis er den Film zusammen hat. Seht ihr, jetzt fährt er hier Buffering und das kommt jetzt alle paar Sekunden. Darum erspare ich euch das mal gerade und euch hier zeigen, wie das Endresultat aussieht. Das wären jetzt die 20 oder eben 22 Clips, je nachdem wie viel das sie ausgewählt wurden. Und so sieht dann eigentlich das Resultat aus. Jetzt wieso, dass er die Einnahme von der ersten Flagge gerade als Highlight hat gesehen, weiss ich nicht genau. Und ihr seht, das Führerspule ist weg gewesen. Er springt dann einfach durch Szene 2. Hier ziehe ich jetzt Führer zum B. Wenn ich hier dann abkacke, springt er wieder zur nächsten Szene und so. Ich denke, das Prinzip hat er verstanden. Und ich denke, das kann man je nachdem sogar noch gäbig nutzen. Aber es wird sich zeigen, man muss noch ein bisschen mit dem experimentieren. Das Game, das ihr seht, ist irgendwie, keine Ahnung, heute Morgen um 2 Uhr oder so, mit dem Trapper noch schnell ein bisschen online gewesen und haben wieder grusig auf den Sack bekommen. An uns ist es nicht gelegen, weil wir haben mehr oder weniger das ganze Team gedreht, 5 oder 6 Captures gemacht, haben irgendwie über 30 Kills, aber Splitscreener auf Level 6 und 7 und dann noch irgendeinen anderen. Haben es nicht ganz so einfach gemacht, hier irgendwie zu gewinnen. Aber ja, eben, wieso sich aufregen? Der Spass ist eben wirklich nicht mehr allzu häufig da und nimmt man sie in der Klasse, was auch etwas Positives kann sein. Also, ich sehe jetzt hier weitere Highlights aus dem Game. Primär versuche ich hier ständig das B einzunehmen. Ich habe hier schnell einen kleinen Lauf mit dem Messerli. Und dann springt er gerade hier hinten. Und eben, es ist zum Teil fast ein bisschen verwirrend, dass er eben so springt. Es ist wirklich schade, dass 6-fach Speed-Verbindungsstücke zwischen den Highlights nicht sichtbar sind. Aber auf der anderen Seite, ja, wie soll ich sagen, wenn man nicht 10 Minuten mal kommentieren kann, man schnell so ein Highlight sich zusammenstellen vom Game und dort drüber mal ein bisschen reden. Ja. Vielleicht für die, was noch interessiert, ich bin ein bisschen mit dem Care Package und dem Techniker, dem Ingenieur am experimentieren. Weil für die, die es noch nicht wissen, mit dem Ingenieur kann man das Päckchen durchrollen und hier kann man schöne 3er C4 reinhaben. Und der ist richtig gut gelaufen. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes überlegen. Es hat dort zwar nur plus 200 Punkte angezeigt, aber die Sache ist die, Flagge rein, die gegnerische gibt 200 Punkte. Dann ein Gegner während dem Flagge rein gibt 200 Punkte killen. Und wenn man also 3 Gegner killt während dem Flaggen rein, gibt es 800 Bonus als Score-Streak. Und das ist natürlich ganz schön und pusht die relativ schnell führen. Jetzt sehen wir hier noch ein paar Theatermodus-Eigenheiten, weil irgendwie jetzt C4 und auch hier das Electrocharge, es wird schon rot dargestellt, aber es sind so rote Striche und das liegt nicht unbedingt an meinem Bildschirm, hoffe ich. Und ja, als ich die 3 habe abkassiert, hat es mir im Game plus 600 angezeigt. Und jetzt hier im Theatermodus zeigt es nur plus 200. Schon nicht alles sauber, aber probiert es mal aus mit den Highlights. Ja, merci fürs Zuschauen und Hören. Schönen zusammen.